Hm. Ach so, das ist extra für dich, Murat, Brudi. Ich habe meine Tastatur extra abgestaubt. Nicht, dass du wieder meckerst wie beim vorletzten Video, meine Tastatur ist verstaubt. Schliersee fahren mit der Deutschen Bahn. Wunderschön mit der Deutschen Bahn. Schliersee fahren mit der Deutschen Bahn. Ist wunderschön oder auch nicht. Damit herzlich willkommen, Servus und habe die Ehre. Da machen wir die Klampfe weg. Ha, altes Drum. So, also ich war mit dem Anjo, ich verlinke euch den Kanal, am Schliersee und wir wollten da ein bisschen rumschauen, was das abgeht und ja, dachte ich mir, ich fahre mit der Deutschen Bahn. Bin dann auch hochmotiviert in der Nacht um 5:35 Uhr schon losgelaufen. Es ist kurz nach 5. Ich bin jetzt auf dem Weg zum Bahnhof, habe da mein Deutschland-Ticket und werde Anjo besuchen. Und zwar Fotowalk am Schliersee. Ich freue mich schon brutal drauf. Die Couch war halt extra hart. Jeder Knochen tut gerade weh, aber ich glaube mit Bewegung wird es schon. Ja, am Bahnhof war soweit nur eigentlich alles ganz ruhig, war eigentlich ganz toll. Ich habe mich irgendwie schon richtig gefreut. Ich habe mir ja das Deutschland-Ticket gegönnt, 60 Euro. Aber ich denke, da steigst du einen Zug ein, bayerischer Regionalzug, kannst schön zum Fenster rausschauen. Kannst die Fahrt dahin schon genießen, wie sich alles landschaftlich verändert. Tja, so war es leider nicht. 8 Uhr war Ankunft, ich habe vergessen, es ist unter der Woche und Schulzeit. Es sind immer mehr Menschen geworden, immer mehr. 10 Minuten nach der Losfahrt ist dann der Zug schon ins Stehen gekommen und dann sind schon die ersten Meldungen gekommen. Es gibt Probleme mit dem Teilstreckenbereich. Der Teilstreckenbereich ist belegt. In der Zwischenzeit muss ich aber sagen, war der Zug so voll, wirklich so voll. Man hat bloß auch stehen können, Mann an Mann. Es war vielleicht so viel Abstand, Ich habe echt schon nachgedacht über Verhütungsmittel, so intim war das. Und irgendwann bin ich dann voll gestresst angekommen und war dann so richtig froh. Die Heimreise war dann eigentlich noch schlimmer. Ich bin letztes Mal von Fehmarn runtergefahren mit dem ICE, war genauso eine Katastrophe, war sogar noch schlimmer, also was ich da erlebt habe. Ich habe das sogar aufgenommen. Ein paar Durchsagen kann ich euch ja schnell einspielen. Hier. Meine freundliche Kollegin freut sich über einen Besuch ihrerseits. Dann hier nochmal der Hinweis, wir haben ebenfalls im Bordbistro-Wagen 36 noch Notfallwasser für Sie bereitgestellt. Ebenfalls auch die Fahrgastrechte. Hier Gäste, Bordbistro. Ich freue mich jetzt schon wieder. Ich fahre nämlich jetzt Anfang April nach Fehmarn kurz hoch. Also wenn jemand Bock hat, Interesse abends mal schnell auf den Umtrunk oder so, da bin ich eigentlich zu haben. Einfach melden. Und wie gesagt, ich bin da mit dem Anjo dann durch Schliersee. Und ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Achso, ich habe euch da noch was Tolles gefunden. Ich zeige es mal hier rein. Ist natürlich jetzt falsch rum. Klar, ich zeige es euch hier rein. Das ist eine super tolle Karte. Und zwar sind da ein Haufen Sehenswürdigkeiten drauf, was man so unternehmen kann im Chiemgau. Ich liebe es immer, sowas mitzunehmen und dann wirklich in der Hand zu haben. Man kann sich abends einfach dann hinsetzen und kann sich das schön anschauen und kann schon planen. Es erinnert so an früher, kennst du das, wenn du so in die Städte gefahren seid oder so. Wenn jemand Interesse hat, schreibt es mal in die Kommentare. Der kann mir bei seine Anschrift dann schreiben und dann schicke ich dir das gerne zu. Sollten es mehrere sein, die es haben wollen, dann verlosen wir es halt wieder. Mal schauen, ich komme eh noch mal hin, dann hole ich einfach noch einen Stapel. Also wenn jemand Lust hat, Erlebniswelt Chiemgau, kann ich empfehlen. Macht total Spaß. Wenn ihr vorhabt, im Sommer im Chiemgau Urlaub zu machen, würde ich euch das als so kleinen Vorgeschmack, als Zuckerl, als Gutti zukommen lassen. So, aber jetzt weiter zu dem Ausflug. Also Schliersee war Katastrophe.
Anjo hat Schliersee auch nicht gekannt. Ich bin da so voll auf die Touristenfalle reingefallen und das ist als Einheimischer. Ich habe echt gemeint, so Schliersee, richtig schön bayerisch und so. Nee, es war eher so wie ein bayerisches bayerischer Disney-Park für Touristen. Nicht einmal für Touristen, sondern eher für die ganzen Oligarchen und Millionäre, die da ihre Wohnung haben. Der Stadtkern, ich habe gar keinen Bock mehr gehabt, Dorfkern, also den Film, sind 2, 3 alte Bauernhäuser mit Lüftelmalereien, wunderschön, toll, passt, brauchbar zur Kulisse. Und dann eigentlich nur ein Hotel und eine Villa, eine Wohnanlage nach der anderen, Richtung Blick auf den See. Und das war's. Also wir haben beide gefunden, na, ich eigentlich mehr wie der Anjo, ich bin der Hintersee verwöhnt. Das macht keinen Spaß. Aber Anjo ist richtig cool, der ist so verrückt. Also wenn ihr mit dem mal was macht, ist ein Energiebündel zu sehen. Wir haben uns einfach umgeschaut, sagt er, komm Markus, steigen wir ins Auto, fahren wir einfach los. Und dann sind wir Sudelfeld und haben noch was Highlight des Tages entdeckt. Und das zeige ich euch. Jawohl. Also viel Spaß, wenn es jemand haben will. Und denkt dran, Schliersee fahren mit der Deutschen Bahn ist nicht schön. Schliersee fahren mit der... Das ist ja ein Service. Ich war noch nie so faul und bin im Aufzug gefahren. Super. Mal. Mal. Oh. Jetzt bin ich so richtig faul. Jetzt pass auf. Ist das cool? Das ist ja cool. Oh, da geht's nicht raus. ...2000 Jahre später. So, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt sind wir am Schliersee. Der Anjo hat schon gewartet, richtig geil. Der komplette Zug war voll mit Schratzen. Also so intim war ich schon seit Wochen nicht mehr. Wir werden jetzt so an den Schliersee runterlaufen, mal ein bisschen rumschauen, was da so abgeht. Das Wetter ist eigentlich, also wenn es aufreißen darf, wird interessant. Vor allem ist der Himmel nicht so langweilig. Und dann schauen wir mal, was da abgeht. Schauen wir mal, wie wir die Anjo wieder rumscheucht, weil jetzt mal in den Traunstall ist, wie die Zunge raushängt. Aber ja, ein bisschen Sport schaut er nicht. Also viel Spaß. Ja. Entschuldigung. Da hast du recht, Anjo. Da hast du recht. Das habe ich zu sagen, ja? Sehr schön. Schön. Da wird jetzt vorbeigelaufen, ja? Da wird jetzt vorbeigelaufen. So, jetzt geht's schon los. Ich habe gesagt, beim Anjo muss er Sport machen. Schon, ja? Beim Anjo muss er Sport machen. Schaut euch das an. Wächst sie da wirklich auf, wenn sie es da hinhaut mit der Kamera.
Du weißt vielleicht schon, dass ich der Junge bin, gell? Nicht du. Gut, schau. So, jetzt machen wir Pause. Jetzt hat er Zigaretten versteckt, oder? Also wir, Das ist keine Zigaretten, das ist ein Vitaminstauberl. also ich bin jetzt ungefähr mit dem Anjo da 45 Kilometer gelaufen. Also vielleicht waren es ja 2 Kilometer. Gefühlt waren es 45. Der Anjo hat jetzt angeboten, dass er einen Spitzingsee auffährt. Der muss da fahren sein. Ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht von dem Schliersee, ganz ehrlich. Da bin ich wahrscheinlich auf die Touristensachen da reingefallen. Maibaum, Wirtsheiser Biergarten bei Bayerische Fahnen. Ja, du hast ja da den See. Aber ich finde es relativ. Man kann auch sagen, das ist ein Bonzenviertel. Ein Bonzenviertel, ja. Also ein Ferienhaus. Gell, ein Ferienhaus nach dem anderen. Und ja, leider ein bisschen enttäuscht. Aber wir sind trotzdem in der frischen Luft und macht richtig Spaß. Aber keine Hosen sind da, die wir fangen könnten. Keine Hosen sind da, sagt Daniel, die wir fangen könnten. Gut, ein paar hübsche Hosen habe ich schon gesehen. Gut, also dann bis später. So, wir sind dann nicht an den Spitzingsee raufgefahren, weil da oben war noch Schnee und es war am Tag doch ganz schön kalt. Haben wir gesagt, ach komm, ist der Anja auf die Idee gekommen, ab nach Sudelfeld. Dann sind wir Sudelfeld aufgefahren, total cool, ziemlich enge Straßen und haben da oben noch ein paar Fotos gemacht. Die Kneipen hat leider zu gehabt, aber es sind trotzdem ein paar Fotos draus geworden. Sudelfeld kennt ihr vielleicht aus dem Fernsehen. Das ist da, wo die Motorradfahrer über die ganze Zeit rauf rasen. Gibt es eine Fernsehserie, gibt es da darum. Kummer. Habe früher bis zum Ostern auch noch Skifahren können früher, aber es ist wirklich so im Klimawandel, ist fast nichts mehr möglich da. Ich werde jetzt auf alle Fälle mal ein paar Fotos machen. Die Bikerkneipen hat leider zu am Sudelfeld. Wir haben uns jetzt so auf einen Kaffee gefreut. Aber nutzt nichts, ich zeige jetzt einfach die Gegend und mache noch ein paar schöne Fotos. Und kann ich sagen, die Luft ist so Hammer. Ja. Ja, ich voll Depp, Kevin. Soll ich mal auf Aufnahme drücken dann? Ich bin auch des Öfteren mache ich Sachen und denke mir, was ist das jetzt? Ja. So, jetzt pass auf. Ich glaube, wir müssen da runter jetzt. Ja, nachdem Sudelfeld eigentlich gleich abfotografiert war, ist der Anjo wieder auf die Idee gekommen, hat gesagt, wir schauen wir mal da runter ins Dorf und da haben wir ein Schild gesehen, da ist Wasserfall gestanden. Aber erst hat der Anjo Hunger gehabt. Nach der Stärkung sind wir dann weiter und dann haben wir wirklich meinen persönlichen und ich glaube Anjos persönlichen Highlight des Tages gefunden. Ja, dass das da so bergauf geht, das habe ich noch gar nicht gewusst. Wow. Schaut aber gut aus. Ja.
Mhm. Yellow, no? So, jetzt haben wir es geschafft. Andi hat jetzt schnell was gegessen, ich habe einen Kaffee. Jetzt hat der Kerl wahrscheinlich noch mehr Energie. Der wird nicht müde, brutal.